Wer ist das Jesus für die? Wollten die Menschen rum, wer Jesus ist? Hier wird es ein Prediger, der ging durch eine Wüste durch. Und er wird lange reingegangen und auf eins sieht er dort, du liegt ein Soldat. Du hast vielleicht ein Kampf gewast, ein Krieg gewast. Und das ist ein Soldat, der liegt dort bei ihr und jetzt sitzt er, der wird gestorben. Jetzt sitzt er, der wird nicht so lange mehr leben, der hat du vielleicht ein paar Jahre bei ihr gelegen. Und dann geht er dich bei, dann hast du in der Bibel durch und dann sagt er, kann ich die sein, wer Jesus ist? Kann ich die Wort von der Bibel verlesen? Und der Soldat sagt, mir hungert so ja. Ich kann für dir und nicht jeden. Und das Prediger nimmt das letzte jeden, was an seine Tasche hat, und jeft den dort. Der Art dort. Und dann sagt er, sollt die niemand sein, wer Jesus ist? Und der Soldat sagt, mir Durst. Ich sage, mir ist verdurst hier in dieser Zeit. Ich brauche Wasser. Und das Prediger nimmt seine letzte Beutel Wasser, was er hat, und jeft den Wasser. Wenn sie getrunken haben, fragt der Prediger, was wollten, wer Jesus ist? Und das Mann sagt, jetzt mich frisst Säure. Mich ist kalt. Und der Prediger nimmt ihn Wanig, deckt ihm Tau oder trägt ihn den an, bis er fein warm. Und wenn er den Wanig anhaft, dann sagt er so, du möchtest wissen, wer ist Jesus? Wer ist das Jesus? Wer die mögt den Erden wachgeben, den Wutter wachgeben, den Wanig wachgeben? Wer ist das Jesus? Ich will was Forschen lesen. Von Matthäus Kapitel 16, Vers 13, durch 20 durch. Und dort sagt Jesus das. Als Jesus nur Caesarea Philippi angekommen war, früher seine Jünger sehr, wer seien die Menschen, dort ich, die Menschen sehen sie? Und sie sehen, einige sagen, du bist Johannes der Täufer, andere sagen, du bist Elia, und einige, du bist Jeremia oder ein von den Propheten. Und dann sagt er, wer sei je, dort ich sie? Simon Petrus antwortet, du bist der Christus, den leben ja Gott ihn sehen. Jesus sagte Petrus, seilig bist du, Simon, Jonas ihn sehen. Du hast das nicht von Menschen, dort hat mein Vater im Himmel die Bord. Und ich sage dir, du bist Petrus, und ab diesem Stein wird meine jemand bauen. Aber die Todesgewalt niemals wird zu überhand kriegen. Und ich werde dir die Schlätels zum Himmelreich geben. Und was immer du auf die Erde bringst, soll im Himmel auch gebunden sein. Und alles, was du auf die Erde leisen ist, soll auch im Himmel losgelöst sein. Dann befahl Jesus seine Jünger streng, dass sie dort zu kein sein sollen, dass er der Christus wir. Gestern hatten wir eine Botschaft. Und dort seht, ich glaube, da kann ja sehen, wo ist die Feilen, wenn sie den Geburtstag feiern, und die hatten ihn nicht eingeladen. Und ich habe verstanden, wo fällt Jesus sich, wenn wir Weihnachten feiern, und haben ihn nicht eingeladen, und kommen und sagen, wer nicht unarm. Wir haben eine Luther-Zeit, und ich stelle mir vor, hier bei Jürgen Krieg so, viel geredet von Jesus seine Geburt, von Warten, haben diese Welt angekommen, vielleicht even an gedacht, dass heute das zweite Mal wird kommen. Wir reden viel von Jesus. Das Thema für diese Botschaft ist, wer ist das Jesus? Wer ist das Jesus? Von dem, was wir viel reden, dem, was wir da nicht haben, von dem, was wir Weihnachten feiern. Wer ist das? In dem Abschnitt, wo ich lesen darf, fragt Jesus zweimal, wer ist das Jesus? Ich fragte sie nicht, was sagen die Menschen? Was wird du daran gesagt? In dieser Welt, glaube ich, hier sei ihr bekommen, hat die Inhaltlichkeit dort, die dann Frauen merken, wo lebende Menschen, und du hast verschiedene Anfragen gemerkt, und waren Statistikas gemerkt. Und das wird Jesus hier dort. Sagt er, was sagen die Menschen dort bieten? Wer sehe ich? Und dann fragt er noch einmal, wer sei je, wer ich sie? Wollt ihr uns näher, wer ich sie? Wenn wir die Geschichte studieren, dann sagt dir Jesus, ich komme bei Caesarea. Caesarea wir nicht sehr weit auf von Jordan, wie ein bisschen im Osten von Jordan, wir 65 Kilometer im Norden von Genezareth. Du kommst in die Hand, in den Bibelforscher sagen, das, wo Jesus hier war, diesen Aufschnitt, wo ich gerade gelesen habe, dort wie Jesus von Jesus auf einem Spitzboy war. Nicht, dort er literalmente war.
Aber von hier gibt dort eine Wendung an sein Leben. Hier mir kein Arg an sein ganzes Leben auf dieser Welt. Aber nu, von dann, was Jesus anfängt zu schaffen, bis hier, wo er in Caesarea war, mit seinen Jüngern, da hat er Menschen bekannt gemerkt, wer er war. Da hat er Wunder getan, hat 5000 Menschen Eten gegeben und hat verschiedene Dinge getan, um erklären, dass er der Sohn Gottes war. Nu fragte seine Jünger, habt ihr das endlich begriffen? Was ihr Werk sie? Und von hier wieder, erst das so, als er dann einer sieht, boah, ihr offene Jahre am Kreuz. Das gibt hier so eine Wendung an sein Leben. Aber hier hat er Menschen bekannt gemerkt, wer er war. Und von hier wieder, wenn ihr lesen, konzentriert er sich an das Kreuz, an sein Sterben, an den Tod, und hat mehrere Mal dort erwähnt. So, das gibt so eine, das war ein Spätzboi. Er kann darauf gucken, von wo er kommt, und er guckt darauf, wo die Fahrt an wir, und dann kommt traurig. Aber er fragt seine Jünger, du, weißt ihr, wer sie? Weißt die Menschen, wer sie? Sind ich ganz sicher? Ich habe 5000 Menschen hier in die Jefte nach sehr viel mehr. Ich habe Blinde geholt, ich habe Kranke geholt, ich habe verschiedene Dinge getan. Weißt ihr, nu dass ich gesehen Gottes sie? Und was sagen die Jünger, wenn Jesus ihn dort fragt? Was sagen die Jünger zu dieser Antwort? Das sagt nicht, wer du seht. Aber die sagen, einer sagt, du bist das Prophet, einer sagt, du bist Jan Prophet, einer sagt, du bist Elia, du bist Jeremia, du bist das, du bist Jan. Und die höchsten war ein paar tausend Jahre drei. Und die glauben vielleicht, du bist dort, die glauben vielleicht dort. Das ist du bist ein guter Mensch, aber nicht der Beste. Du bist ein Prophet, aber nicht der Prophet, mit dem, was wir lernen. Du bist ein großer Mann, kannst große Wunder tun, aber nicht die Geradste. Das sind noch mehr Propheten gewesen. Die wollten gleich ganz näher, die Menschen da im Raum, wer Jesus ist. Und wenn wir denken an Weihnachten, und wenn wir denken an Jesus in die Geburt, und wenn wir denken an das Jahr schließen, dann ist die Frau an uns kriegt so. Bist du sicher, wer Jesus ist? Wenn die Menschen die fragen, wer ist das Jesus, für den wir die Weihnachten feiern, was sagst du? Wer ist Jesus? Ist Jesus ein guter Mensch? Hat diesen Jahr, paar diesen Jahr dreimal gelebt hat? Ist Jesus, wem wir ferne Geschichten in der Bibel abgeschrieben haben? Ferne Geschichten du sind? Und das ist im Staunen, wie viele Menschen von der glauben, dass es sind ferne Geschichten, die ich weiß nicht mehr, was die passiert sind. Ganz kurz. Ein Mann sehr dicht bei mir. Als für länger Christ Läwens Kjoakj. 30 Jahre. Ich habe ihn eingeladen, eine Morgenandacht zu bringen mit meinem Arbeitsteam. Das ist ein sozialer Sack. Und ein voll vertrauender Mann, wo ich voll Vertrauen habe. Und hat eine Morgenandacht, nein, meine Geschichte von der Bibel, hat sehr gute Punkte dadurch. Und Talat sagt er, wir weten von der nicht, dass das wörtlich passiert ist, oder dass das nicht ist. Aber das steht in der Bibel, wir können sehr gute Dinge lernen davon. Und das braucht 100% Doll für mich, was der Jesus gesagt hat. Dort, wo in der Bibel steht, dort steht da, wenn das die Wahrheit. Wer ist Jesus? Ist Jesus bloß wer, wie ferne Geschichten gewesen sind? Ist Jesus wer, das kleine Baby an ich Grab? Oder wer ist Jesus für die? Was sagen sie deine Familie, mang deine Freunde, mit den Menschen, wo die taub ist? Wer Jesus ist. Und wenn das alles so hochkommt, und wir nicht ganz näher wissen, was sie sollen sein, und Jesus aber ein paar diesen Jahren durch verschiedene Propheten wir, fragt Jesus direkt seine Jünger, sagt er, wer ist Jesus? Wer sagst du, dass Jesus ist? Und Petrus wie ein Sohn, der Herbst einmal vorzuritt, und der dachte gleich sehr lang, was die am Wut an den Herbsten, was die verschiedene sehen, und sie Maße rüberkriegen, und fangen zu fäten, und verschiedene Dinge dort. Kriegst du hier, wenn Jesus zurückgefragt hat, wer sagt je dann, was ich sehe? Hat jeder dann mal ganz klar. Wenn die Menschen da bieten, nicht von Weitem, wer ich sehe. Und das haben wir einen Zweifel. Sei je, was so dicht bei mir sein, was immer sein an der Kjoakj war, in der Bibel hier gelesen haben, und je, was ganz klar dicht bei sein. Weißt ihr dann, wer ich sehe? Habt ihr aber dann gemerkt, zu jünd, wer ich sehe? Und Petrus fordert zurück. Und dann sagt er, du, ich glaube, ich sagst hier, du bist der Christus, der Sohn von dem lebenden Gott. Petrus wisst Furz. Er hat das sehr klar. Er wird ganz überzeugt. Und er braucht nicht lange zweifeln und sagen, ich glaube und vielleicht in meine Mama sieht und meine Großmama sieht mal, das was in der Bibel schrift. Der wisst sehr klar seine Antworten, der fuhr zurück. Er sagt, das wäre die Beste. Ganz klar.
Wenn sie die fragen, wer Jesus ist, tot die Weihnachten Fisch, tot verhebst, dieses kleine Krabbe ist, bist du die ganz klar, wer Jesus ist? Hast du die überzeugende Antwort, die sagst, das wer Jesus ist? Oder steht dann stellen, weiß nicht mehr, nur ich schwimme mal in Türkei fahren, oder Johnny, oder ich weiß nicht mehr, wir sagen mal unsere Prediger reden. Die würden nicht kennen, nur Fan sein, wer Jesus ist. Kannst du uns im Phone mal geben. Wer ist Jesus für dich? Wenn Petrus das gesagt hat, wenn Petrus hier sehr überzeugt gesagt hat, dort ist sich sehr klar, wer Jesus ist, und er anerkannt hat, dass Jesus der lebende Gott sein Sehen ist, dass Jesus der Messias ist, in dem sie so viele Jahre gelebt haben, dass Jesus der Rader ist, wenn sie das ganz klar sehen, in Vers 17, dann sagt Jesus Worte Petrus, wird, was du und ich hören wollen von Jesus. Dann sieht Jesus Worte Petrus, was wir alle hören wollen von Jesus in Mühl. Und wenn ihr in der Bibel da habt, dann lest Vers 17. Sagt Jesus zu Petrus, Petrus, seilig bist du. Seilig bist du. Und wer von uns will nicht hören, mit Jesus in Mühl, was er wird zu uns sagen, seilig bist du, Obram, Tina, Knals, Johann, seilig bist du. Mit Jesus in Mühl direkt redet. Wollt wir das gleich zu hören? 2 oder 3 Jahre. Der andere auch, aber die werden sich nicht die Hand abzuheben. Das gleich wie alle. Wollt wir alle wollen hören? Und Jesus dann sagt, gesegnet, seilig bist du. Und das Wort seilig verstehst du, wie er plötzlich einmal vertischen dort. Einmal selber nicht ganz klar, was meint das Wort seilig? Seilig steht für Frau, für gesegnet, für Fan. Aber seilig, wenn wir durchchecken im Diktionario, steht auch für Portan und eine himmlische Wohnung. Ein anderer wird gerat sein. Gerat sein. Jesus sagt, Petrus, das, was du jetzt gesagt hast, das bedient den starken, festen Glauben ab Jesus Christus. Den festen Vertrauen ab Armhahn. Und am Anfang, wenn Jesus fragt, die Menschen durch, oder zu jenen, wer seien die Menschen, wer ich sie? Dann sehe ich, das ist ein gauder Mann. Wie viel von uns plötzlichen Volk haben sie zu helfen? Und ich war die Frau. Wer ist Jesus für die? Ist Jesus für die ein gauder Mann, der am Kreuz gestorben ist für die, dass die dort noch mal ein bisschen Wort halten, dass die später ein Licht im Himmel nennen können? Ist Jesus ein gauder Mann, der hat was Tobi gedreht, dass wenn du genug Gutes getan hast, dann wird heute das Licht merken für die, mit seinem Tod, dass die stark im Himmel können? Viele Menschen denken es dort. Jesus wird so fein. Und er merkt mir, dass ein bisschen leichter, dass ich wohl leichter im Himmel kann durch seinen Tod. Aber als Jesus wäre, wer gut genug ist, um uns selbst zu raten, dass wir nicht brauchen, nach einem Teil von unseren guten Worten dabei tun, dass er das allein kann. Und dass wir nicht am Brücken mithalten. Als dort, wer Jesus für dich ist, er ist ein guter Mann, der ein bisschen zu beiträgt. Jesus kann es allein. Jesus betont es allein. Und so ist Petrus sich sehr klar, wie der sagt, klar haben, das ist Jesus, von dem wir alle reden. Das ist mein Rader, das ist der Segen Gottes, das ist der Messias, das habe ich sehr klar. Jesus sagt ihm, und sagt, weißt du was, du bist gesegnet, du bist Petrus. Und dann sagt er ein paar Wort, und ab der nächste Wort, was Jesus du gesagt hat, er sagt, der Petrus hat dort vielmals mehr Schwierigkeiten gegeben als sehen. Und vielmals, wenn wir uns selbst nicht Zeit nehmen, in der Bibel nennen und sagen, was sagt die Bibel? Was sagt du ab ihrens? In Vers 18, ich wollte noch einmal lesen, Vers 18 sagt Jesus der Petrus, wenn er gesagt hat, du bist selig, dann sagt er, und ich sage dir, du bist Petrus, und ab diesem Stein, wo ich meine Gemeinde bauen, oder die Kjoakj bauen, aber da der Todes gewollt, niemals wird der Eberhand kriegen. Sei ihr klar, was Jesus du sagt? Jesus sagt, Petrus, du bist selig. Woran?
Wenn die hast anerkannt, mit den Müll bekannt, für die Menschen, das echte Haar sie, das echte Rade sie, das echte Leben ja Gott sehen sie. Und dann sagt er das, noch hat manche Kjoakj Spülungen gegeben. Nicht bloß manche ans Mennoniten, wie der katholische Kjoakj, wie das mennonitische Kjoakj, ab verschiedenen Städten. Sagt das du, Petrus, du bist ein Stein. Und ab diesem Fels wird meine Gemeinde bauen. Und wenn wir dann gucken, der katholische Kjoakj, die sagen, dass Jesus sagt, ab Petrus wird meine Gemeinde bauen. Und Petrus wie der erste Papst, der erste Papa, und das ganze System. Und so geht das wieder, von dem wir das Papst tun. Und Jesus baut seine Gemeinde ab Petrus. Das ist das, was du sagst. In Rom, wo von der ersten Tag der Papst wohnt, von der katholischen Kjoakj, du hast eine große Figur gemerkt, eine große Statue von Petrus, und die Seine bringt viel Glück. Und wenn du denen seine große Teu anfußen lässt, das sehen die, das gibt die Glück. Und die Geschichte sagt, ich sage niemals hier was, dass die große Statue, die hat ständig eine neue Teu angemerkt. Wenn du kommen Menschen über die ganze Welt, die packen die große Teu am an. Dann nehmen sie kein Sehen mit von dir. Erst dort, was Jesus hier sieht, wenn wir zurückgehen, nur das Alte Testament oder die Originalschrift, dann fing wir durch zwei Wörter, was sehr dich biesen. Petrus, man auch, bedient ein Stein. Petrus die Nomen. Bedient ein Stein, ein lauser Stein, ein aufgebreitener Stein, ein kleiner Stein, was die Gliedern kostet. Was die kostet einen Slingshot schreiten. Das Wort Petrus der Nomen bedeutet, ein Stein. Das nächste Wort, was Jesus diese Brücken hat, in der griechische Wort, dort bedeutet ein Fels. Und in der Sprache wird dort Petra, Petrus und Petra. Und ein Fels meint ein fester Baustein. Ein fester Stein, wo ab zu bauen geht. Jesus sagt, wir sollen an Brücke Beispiel, wir sollen nicht am Sand bauen, wir sollen am fester Grund bauen. Dort ist Petra. Dort wird Jesus hier Brücken deut. Sagt Petrus, du bist ein Stein, ein loser Stein. Und ab diesen Felsen, ab diesen festen Stein, wo ich meine Gemeinde bauen. Wenn wir dann wieder gucken, verlängern das Neue Testament, dann sei wir mal, even im Alten Testament, in der hebräischen Sprache, dann sei wir dort ein Stein oder ein Felsen, den wird immer gebraucht für Gott. Durch im Alten Testament, in der Alten Schriften, wird niemals ein Mensch verglichen mit einem Felsen. Mit einem großen, festen Stein, so einem Baustein. Wo wird Jesus dann sagen, hier, zu Petrus, du bist der Felsen? Wir sehen dort, wenn wir in den Neuen Testament gucken, dann haben wir meist auf eine steht, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 11 und 12, 1. Petrus 2 und 4. Du sagst Petrus selbst, dass der Stein, der Arkstein, der Grundstein von der Gemeinde ist wer? Wer weiß nicht, wer nicht? Jesus Christus. Petrus selbst sagt, und lest ihr dort nun, Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 11 und 12, in 1. Petrus 2, von 4 durch 8, sagt Petrus selbst, der Grundstein, der Eckstein von der ganzen Gemeinde, das ist nicht Petrus, das ist ja nicht ich, sagt er. Das ist Jesus Christus. So, das merkt kein Sinn. Dort Jesus hier sagt, du bist Petrus und ab diesen Stein wird meine Gemeinde bauen, meine Kjoakj bauen. Wohnt wir an das Stein, wo Jesus zu Petrus sagt, in Vers 18, wollt noch einmal lesen, und ich sage dir, du bist Petrus. Und ab diesen Stein wird meine Gemeinde bauen. Aber der Todesgewalt niemals wird, der wir kriegen. Wohnt ist das Stein, was Jesus dann sagt, wenn das nicht Petrus selbst ist. Und wenn ihr verstehen, dass Petrus selbst ist, dann kommen ihr mit Luther und sagen, woran wir das so finden. Ich verstehe das. Petrus sagt, du bist Jesus, der Leben ja Gott sehen. Du bist der Messias, der Retter. Dann sagt Jesus, du bist Petrus, und ab das Bekenntnis, ab diesem Stein, dass Jesus Christus der Retter ist, ab den Stein wird die Gemeinde bauen. Der Fels, dass wir das Bekenntnis, was Petrus hier aufgreift, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Leben ja Gott sehen ist.
ab dort Bekenntnis, sagt Jesus, wollt meine Gemeinde bühen. Amen? Nicht, Herr Petrus. Die Gemeinde wird du bekannt, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus der Rader ist. Und wer das von Horten glaubt und bekannt wird, dass Petrus hier sieht, du sagst Jesus, du Buben, wollt meine Gemeinde bühen. Dann kommen ein paar wir kriegen das, was Jesus hier sagt, wird interessant sein. Jesus sagt nicht, du Buben, ab diesen Felsen, ab das Bekenntnis, soll jede Gemeinde bühen. Was sagt er du? Ich, Jesus, wurde Gemeinde bühen. Jesus büht die Gemeinde. Nicht der Älteste, nicht der Lehrer, nicht der Worship-Leader, nicht der Diakon, nicht die ganze Gemeinde. Wir bühen nicht die Kjoakj. Und wenn ich rede von der Gemeinde, von der Kjoakj, dann meine ich nicht das Gebiet. Dann meine ich das, was hier sagt. Hier sind die Kjoakj, hier sind die Gemeinde. Und der büht wie nicht selbst. Der büht Jesus Christus. Hei büht er. Und unbedingt. Das Jeft Kjoakj, was von Menschen gebiet sind, was von Menschen abgestellt sind, was von Menschen geraten worden, von der Ältesten, von der Papst, von was immer. Aber Jesus sagt, diese Gemeinde wird ich will bühen. Ab diesen Felsen, ab das Bekenntnis, dass ich der Herr sie. Die Gemeinde, da sagt er, der wird niemals vergehen. Er sagt, die Pforten, die Porten von der Halle, oder die Kraften von der Halle, und andere wie die so tun, die bei sie machen, alle diese machen, der wird gegen die Gemeinde gehen, der wird gegen die Kjoakj gehen. Der wird probieren, das uitzuroden, aber hat ein Ding klar. Und das ist hier, sei wie Luther in der Apostelgeschichte. Wenn Jesus die Gemeinde büht, dann wird er nicht uitgerodet. Dann warst er, dann kommt er vorwärts und dann kommt er wieder. Und wenn wir Menschen die Gemeinde bühen, dann braucht er Toll. Dann hält er vielleicht ein Stelt, aber dann braucht er Toll. In unserer Gemeinde Tüß, dann stell dich vor, du hast an unserer Vision Feuerpunkte, und ein von den Feuerpunkten ist Gemeinde bauen. Wir wollen Gemeinde bühen. Und wenn Jesus hier sagt, ich will Gemeinde bühen, nicht ich. Ich will mich nicht Kjoakj bühen, nicht ich. Woran wird wir dort an unserer Vision haben? Jesus will in der Prediger, in der Ältesten, in der Lehrer, in der Diakon brücken. Aus dem Stück Gereitschaft in seine Hand. Zum die Kjoakj bühen, zum die Gemeinde bühen. Aber das tue nicht ich, das ist er. Wie viele Ackerschmänner sind hier? Einer bloß, 2, 3. Wie viele Bühmeister sind hier? Wer hat hier Bühnen da? Sind ein paar. Ich weiß nicht, wo ich will brücken. Mit Ackern sind wir alle bekannt. Wenn ihr starten habt vor mit einem Traktor, dann haben wir eine Drill hingeran und Huber sehr, dann habt ihr einen Tag über Huber gesät. Die vorhin Hand hat ihr bestarb und haben du 50 oder 100 Hektar angesät, wird nicht viel getan. Dann kommt ihr in den Haus, dann fragt wer, was hast du geschafft? Was sagen wir dann? Ein Tag über Huber gesät, nicht? Sei je, der Traktor hat ein Tag über Huber gesät, oder sei je, die haben Huber gesät? Oder der Bühmeister, das ist ein Tag über, wenn Huber nähl, Breder top genäht. Das tue ich nicht mehr, das mache ich gar nicht. Aber jeden Tag über einen Hummer gebrückt. Und dann so ist fragt, was hast du getan? Was sagst du dann? Nähl an die Schleuen? Oder sagst du, der Hummer hat einen Tag über Nähl an die Schleuen? Wir sagen wieder, nicht? Er kann Tag über den Hummer gebrückt, aber er kann Tag über genäht, wenn der Hummer auf der Arbeit tut. Dort will Gott die in mir will brücken in seine Gemeinde aus dem Hummer, aus dem Traktor, aus dem Drill, aus dem Schaffel. Dort wie bloß das Stück Gereitschaft sind, was er in seine Hand brückt, um die Arbeit verrichten. Jesus selbst wollte nicht einmal raufkommen und predigen hier, sagt die Bibel so. Er wollte nicht einmal raufkommen und dann hier den Sang anladen. Dort hat er uns hier angestellt, die und mich. Und wir sind das Stück Gereitschaft in seine Hand, durch was er kann die Gemeinde bühen. Aber das büht nicht ich, das büht er. Amen? Er ist der, was der bühen wird, und nicht ich. Und wenn wir uns Luten brücken, um diese Gemeinde bühen, dann sagt er, dann wird er bei so viel kommen und probieren die Kjoakj weitermachen. Probieren die Kjoakj durchzukriegen. Aber das ist eine Garantie, da wird er niemals gehen. Wenn wir uns Luten brücken, aus dem Stück Gereitschaft, und dort, wo er arbeitet, aus Flur waschen, oder das Stage fixen, oder Lichter reinmerken,
oder predigen, oder singen. En ik loop mij brücken als Gott. Krijg een woonpoort van de arbeid dat Läwens Kjoakj. Dat hij durch mij buien kan als een stek Gereitschaft, als een Homa, als een Kara, wat immer hij mij brückt, dan wordt de gemeente buien. En zegt hij, nu wat Trouble komt, de zoet wat komen. En hij wordt proben alles een sterker te creëren, over wat in niemals gaan. Wo dat schwierig wordt, en dat passiert aan de Kjoakj van jou, dat wanneer die Homer zichzelf vangen om je een ander am Kopf te doen. Wo wir uns streiten, wo wir uns jagen wegen kleinen Nebensachen, wo wir ab eins anmutig worden. En ik perke met denen, en ik die Singlehrer, en die Prediger, en die Ältesten, en die Derten, die Jant. En die vangen uns om je een ander an met de Homerscham te doen am Kopf, geven uns met de Traktorschieber, dan gaat op eins alles een beter. Dat van ik voor nou. Aber wenn Jesus fort, dann wordt de gemeente gebied, dann wordt de gemeente vorwärts gebracht, dann was de gemeente, und dann wird Gott sein Recht gebüht. Und dann heeft die Garantie door, und sagt, dann wird niemals de so tun, die Kjoakj ungekriegen. Dat is niet een versprechen, dat wordt leicht zijn. Aber sagt, der wird nicht dort durchkriegen. Dan, in vers 19 zegt hij, en ik wil die de sleutels ter het hemel geven. En wat immer die op deze eerd brengt, zal ik im hemel gebunden zijn. En alles, wat op eerd geluisterd is, zal ik im hemel los zijn, geluisterd worden. Dit is de nächste part van deze versen, wat vielmals zo vol verstaan wordt. En wat vielmals zoveel meer trouble gebracht heeft, als goed. Es hat von jemandem bekannt, dass gesagt wird, der Älteste kann die Himmel tauschlüten und aufschlüten. Und wenn du Tau klickst, dann ist es Tau. Nicht stahl die Pferde verbesselt, die Schlittels. Was dann? Dann sind wir Trouble, nicht? Jesus sagt, ab das Bekenntnis der Petrus, was die oft jetzt wollte die Gemeinde bühen, dann geht er an die Schlittels und sagt, hier hast du die Schlittels. Nie go. Und schließt die Menschen alle auf, oder Tau, wo immer die das schon hat. De katholische Kjoakj, dat heeft maar Leute noemen gesproken, wat ze woord had. Onze oud-kindische Kjoakj, onze Sommerfalsche Kjoakj en vele meer Kjoakj, viele von onze Gottesgemeinde Kjoakj, sagen, dat de Älteste, de Lehrer, haben Jesus de Schlüssel gegeven, de Schlüssel op de Schlüssel tau. Erst dort, wo das hier sagt. Wir können op zwei Wege verstehen, was Jesus hier sieht, der Petrus, mit diesen Schlüssels. Nummer 1, das sind Verurteilungen. Nummer 1, dat Jesus geeft deze Jünger besondere Kraft, besondere Sache te doen, wat bloos vereerd wird. En dat wordt gegründet op ons Safida en Hananias komen en zeiden, weet je, we gaan al het loon verkauft, en ik ga hier dat geld, en ik ga je met dat schaffen. Dan zegt Petrus die antwoord, waarom dat je een hele jaar verliezen, je worden dood zijn, met voort, en die sterven. En dat zegt ze, Petrus had een besondere kracht. Eens hier worden uitleiden en zeggen, dit is wat wir. Ik zeg niet op die zaak, op die ziet. En waarom? Want we vertellen wel hoe ik heb wel over reden. Wanneer ik doorkijk, en Matthäus kapitel 16, door kapitel 18, pardon. We zijn hier bij kapitel 16, maar we kijken naar Matthäus kapitel 18, vielleicht kapitel vers 18, door dich biram, ik weet niet ganz schnell die vers. Door jeft Jezus de Jünger alle, sagt wat je worden op deze wereld brengen, is je bang, wat je worden leisen, is je leist op deze wereld. Door jeft die ente schlittel alle. Hier schrijft het bij Petrus den. Luther jeft de Jünger de alle. Zoals ik zeg, ik geloof niet dat dit een bijzondere zaak is, wat bloß de Jünger doen hadden. Wanneer ik het Nieuwe Testament ganz studeer, ook even de Paulus in de Briefe Luther, en wat Jezus nu dem sagen deut. En dat helpt met Matthäus kapitel 28, wenn Jezus door am Boy weer Jerusalem in den Himmel fuhr. En hij zei te zijn Jünger zo, niet goed in de Welt nennen en predigt dat Evangelium. Niet goed in de Welt nennen, in de dorpen, in de rangen, no Portis, no Durango, no Mazatlan en van door wieder. Predigt het Evangelium en mensen worden geraad worden, merkt hij te Jünger, te leerlingen en duipt hij. Dan zegt hij er een ding. En leert de heel alles, wat ik kind bevolen heb. Alles. Wat meint alles? Viele van jullie zijn dan elk wat ik dat zei. Ik heb 14 een geschichte verteld, wo eenmaal leert wat alles meint. Heb je hem al verteld?
Passt der lachen, aber dann. Hast du noch mal gehört, was alles meint? Ich schaffe mal in einer Trailerfabrik, wie da ein Trailer spielen, eine große Eulpipasch. Meine Arbeit wie alles entscheiden. Sicher merken, dass die Lichter da werden, wie in jeder Balkje, jeder Beziehung, aber die große Isarploten, der Reifen, er kauft alles an. Und dann wird große Parks gemerkt, und du gehst all das Material an zum einen Trailer zu bestellen. Das sind eine große 53 schöne Trailers. Und du gehst ein Teil Material an. Und einen Tag, ich weiß noch nicht woran, aber kleine Sidemarkers, das sind 3/4 solche Lichter, die du an der See, so da kommen, und der eben heavy fährt und an der See dacht. Der wäre nicht durch. Aber der wäre dann El Paso. Und ich wusste, am nächsten Tag, Samaria ist gleich auch ungefähr wie der Trailer hier. Dann kennt man ihn wird, wer ihn will abstellen, und fragt, ist da Nummer 57, was immer, Barks reitet, wie ich an den Trailer abstellen. Und du wie alles spannend, was diese kleine Lichter jetzt nicht. Da fehlten 2 so eine kleine 3/4 solche Lichter. Und ich wusste, dass die kleine Lichtertjes, die wurden die 2, 3 die Luther brauchen. So hast ich mir eine Entscheidung, und ich sage, okay, morgen Tag 8 wollen die hier sein. Ich will bis schwimmen, und dann kommen die vom Trailer nehmen, und dann in den Box nehmen, und dann wird keiner antworten. Und ich sage, ja, das ist alles Ben, kann ich abstellen. Dann wie dicht wie viel, dann nehmen den Kosten, den dann Schmied nehmen, und fangen an den Trailer zu schaffen. Und die hatten vielleicht eine Stunde an geschafft. Nächsten Tag, Samaria hat wie Arbeiter-Meeting. Er kommt in den Office nennen, hat er eine Stuhl, wo der Meeting ist. Alle Arbeiter sind da ungefähr 15, 20 Stück. Die Wirt kommt dann hin, wo wir Meeting anfangen, sein, wo die Production mit alles ist. Und als er das Meeting anfängt, dann guckt er mich und sagt, John, was meint bei dir alles? Ja, ich wusste nicht schon, was er redet. Na, alles ist alles, ne? Ja, sagt er, für mich ist alles auch alles. Man reicht der Viertel soll ja Lichter ist. Ich weiß Krag von was er redet. Alles meint alles. Und wenn Jesus sagt, er seine Jünger, gut in der Welt, dann lehrt er alles, was er Kind gelehrt hat, wie viel nimmt er dann weg? Man reicht das kleine bisschen, meint er dann. Gut, dann lehrt er fällt ja alles. So dreh nur das Schlätel, was Jesus Petrus du jaft. Töpft ihr mit, was Jesus du am Boy sagt, euer im Himmel fort. Und mit Matthäus 8 hier. Ein Wort von Paulus in Brüben. Dann komm ich auf den Entschluss, dass das Schlätel, was Jesus Petrus hier jaft, das wird das Evangelium. Das wird die gute Nachricht von Jesus. Die Bibel, das Wort Gottes. Und den Schlätel haben die und ich von dir. Den hat irgendwer uns gebracht. Und wenn ich mit der Bibel gehe, in Predigt, und sei den Sender, dass das, was Jesus für die getan hat, das ist gestorben für die, der hat den Preis betont, was das braucht, dass die was im Himmel nicht kennen. Und da behielt sich, dann hat die Tabie gedreht, dass den Himmel wird abgeschlossen. Aber wenn ich gemütlich in der Kjoakj sitze, und niemals ein Mensch dort sei, was Jesus für ihn getan hat, aber tief sein am Traktor sein, und ich da nicht mit Gott sein wird, dann bleibt der Himmel zugeschlossen für den Sender. Und er wird niemals im Himmel sein. Wenn ich heute entschlägt, das Evangelium bei mir. Und ich brauche das nicht. Ich merke mich, halt mich dazu, dass vor allem der Himmel wird abgemerkt. Wir haben es niemals behielt. In der Bibel liegt sehr klar, bloß da, wer wahre geboren ist durch Jesus Christus, wird im Himmel sein. Das ist, was ich verstehe. Den Schlätel, was Petrus kriegt von Jesus, das wird das Evangelium. Die Bibel, das wahre Wort Gottes, die große Nachricht, was Jesus von uns tut. Und mit denen haben die und ich die Kraft, die Macht, das hatten die Jünger, das hatten die erste Gemeinde, und haben wir von der. Den Schlätel, den Menschen zu sagen, jetzt wird jemand Busse da und niemand die behieren. Und der behiert sich, und der wird im Himmel sein, der wird abgeschlossen. Oder der drei Hilden nicht mit dem. Und der Mensch wird niemals im Himmel sein. Und da können wir lang von reden. Lang von reden. Wo die und ich wollen verantwortlich sein für Menschen, die nicht wollen im Himmel sein. Oder wo sich das spüren wird, wenn die wollen im Himmel, die und ich wollen im Himmel sein, und du wird von aller Richtungen wer kommen und sagen, hey, Dankeschön. Wenn die nicht hat's gepredigt, wenn die nicht hat's mir das Wort Gottes mitgeteilt, wenn die nicht hat's den WhatsApp nur mir geschickt, wenn die nicht hat's diesen Status du im WhatsApp gehört, von den Erlösungsplan, dann würde ich hier von der nicht sein. Aber Dankeschön, dass die dort Deutsch, ich sehe hier, im Himmel abgeschlossen. Das ist, was ich verstehe, was Jesus hier tut. So wer ist das Jesus?
Das ist der Messias. Der wahre Segen Gottes. Der Einzige, der uns raten kann. Nicht die, wer da von der LTB gedreht hat, wie wir im Himmel sind. Die, wer alles getan hat, dass wir im Himmel sind. Der wahre Segen Gottes, der Messias, der Rader. Die Gemeindebücher, die wir Kjoakj bühen dort. Und die, wer uns die Macht in der Schlittelschaft, andere Menschen im Himmel zu wiesen, aufzuschlüten, oder tot zu schlüten, dass er niemals worden sein. Of de mensen worden die recht zijn aan God zie de heen. Wat van sterkbereitschaft zijn wie? Läwens brücken, Läwens nicht brücken. Kann Gott durch uns den Himmel abschließen für viele Menschen? Oder wo wie? Durch uns. Wird Gott durch uns für viele Menschen den Himmel teuer schluten lassen? Wenn wir nicht sein Gehorsam gewast. Wenn wir nicht dort sterkbereitschaft führen, was er will haben, was wir sollen sein. En het laatste part, vers 20, sagt Jesus zu seinen Jüngern, sieht still, sagt das nicht wieder. Der wird nicht haben, die sollen nicht wieder sein. Das war dann, denke ich, wir für uns nicht verstehen. Er kommt, die Menschen sollen nicht weiten, und er will nicht haben, die sollen nicht wieder sein. Wir machen aber nicht verstehen, dass Jesus wie ein ganz Mensch, Jesus wie 100% Mensch, krank ist wie auf dieser Welt. Und er hat Angst. Und even vor sein Sterben, sei wie das, dass er ihm grühlt. Und er kämpft und er hat Angst und er sagt, der Vater, das will ich weg. Das jankert mich nicht. Woran bin ich, wie 100% Mensch kriegt, das wie sein. Und er weiß dort, wenn die Menschen würden das antworten, und besonders der Römer, und das jüdische Verstand, der große Lehrer, wenn die das würden hören, was er von sich selbst sieht, dann wird es schwierig werden für ihn. Und er sagt von hier an, die schwere Tiden, die Krieg, die schreckliche Sache, und das grühlt ihm. Und das jankert ihm nicht. Und er sagt, er ging ein Siebelstel von das. Wenn er wisst ganz nah, das gibt Trouble. Und die Menschen würden antworten. So, wer ist das Jesus? Wer ist das Jesus für die? Weiten die Menschen darum, wer Jesus ist? Sind die ganz klar? Oder sind nur noch Menschen darum, für wem der Himmel teuer geschlossen ist? Und dass Gott will die brücken, zum den Menschen darum, die das Himmelreich abschließen, dass die Worte im Himmel sind. Mag Gott uns genug schenken, dass wir in Jesus hineinhängen, stärker Bereitschaft sein, was er brücken kann. Und dass wir uns nicht wie ein anderer am Kopf geben und vergessen, von was der Beten Vorarbeit ist. Aber beten. Jesus, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für das Gutsein uns. Dankeschön für diese Weihnachtszeit. Aber über alles Dankeschön, dass du raufgekommen bist, dass du dir erkannt hast, uns erkannt gegeben hast, dass wir können weiten, wer du bist. Dass du uns Rader bist, dass du das Leben ja sehen Gottes bist, dass du lebst und nicht tot bist und dass du uns brücken bist, Herr. Wir sind so clean und so insignifikant für dich. Aber dass du uns danach in Betracht nimmst und dass du danach ewig hast, raufzukommen, uns zu erlösen, im Priestertum. Und dass du uns danach was brücken und ein Steckreitschaft hast. Wir wollten die Brücke uns gleich. Die kostet anders, Herr. Aber die jetzt freiwillig entscheiden, uns zu wählen und die Wessensbrücken haben, die sind wir sehr dankbar für. Herr, das ist uns eine Ehre, dass wir kennen für die Arbeiten. Und wir freuen uns, dass die uns schalten, weil die heute zu geben, eine reiche Anstellung haben, und dass die uns Brücken kosten, und statt die Leute von denen hängen, und dass die nun verherrlicht werden, und dass wir können dabei drehen, und dass viele Menschen werden im Himmel sein. In Jesus' Namen. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat je die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die dessen subscribe, auf den Klingel drücken, dass dort was die dort anhören. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Mut merken, dann würden wir gleich noch die diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen Jähen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Säue anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Topklap 39 zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du mit dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wollen gleich ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir ein Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat.